Kelly, Joel, was du eigentlich bereit, dich zu trennen von diesem Podcast? Hast du noch eine gute Beziehung an der Boss? ich bin noch nicht bereit, mich zu trennen. Ich fand, dass es noch immer eine Beziehung ist, an der ich mich wohlfühlen und der ich wursen. Und wo ich den größten Teil von der Zeit eine gute Zeit habe. Da bin ich ziemlich froh, dass wir uns nicht müssten trennen. Mir geht es genauso. Dat Heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Willkommen an der ersten Folge von diesem Jahr. Schön, dass wir noch bei Ihnen sind, weil das war ja nicht so ganz klar, ob wir weiter finanziert gehen für 2023. Dafür freue ich mich umso mehr, Joel, heute mit dir zu schwätzen. Ich freue mich auch mit dir zu schwätzen, Kelly, und auch, dass der Podcast weiterhin existieren darf. Ob man es mal für ein Jahr kriegt man eine Finanzierung, nachdem wir einen gewissen Podcastpreis gewonnen haben an verschiedene Medien, ob es doch echt schrecklich an nicht so flott finanzielle Situation aufmerksam gesehen, haben sich dann aber nach irgendwie so ein Fond bei einem Minister. Und dadurch können wir weiter mit ihr über Sex schwätzen, beziehungsweise wir schwätzen an der Stadt nur. Wobei wir heute wahrscheinlich nicht so ganz viel über Sex schwätzen, mehr über Trennungen. Wir hatten das Thema rausgesucht, weil wir gedacht haben, falls wir selber vom Podcast sollten trennen, wäre das ein gut last Episode. Und ja, lasst nicht als last Episode, mir die erste von dem neuen Jahr. Joel, das Thema des Episode aus einem anderen Gespräch von uns entstanden. Ich weiß nicht, was wir abgeholt hatten, aber du siehst mal, ob die Frau aufmerksam gehen, wen soll ihn sich trennen. Wen also ein guter Moment für ihn zu dumpen, wen ist vielleicht es sinnvoll, weiter an der Beziehung zu bleiben und an der Beziehung zu schaffen und sie zu stärken. Kannst du schon, wie wir darüber kommen sind? Ich weiß nicht genau. Ich meine, dass man den Spruch dump them, der ja auch ein bisschen so im Meme ging, dass den abkommen ist an irgendeiner von unseren Episoden, aber du gedacht hast, wir müssen darüber schwätzen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das wäre. Joel, kannst du also nicht so meme-affinen Nullaustererinnen erklären, was den Dump dem Meme ist? Ich finde Gefühl, wenn ein bisschen am Internet ist, dann begehen den das relativ oft. Gerade an so Foren wie zum Beispiel Reddit, mehr aber auch auf Tumblr oder auf Instagram, wo dann so Screenshots von diversen Kanälen, wo Leute schon erhalten, gescreenshot gehen und das da gepostet wird, sehe ich ganz oft, dass Leute irgendetwas über eine Beziehung freuen und dann wird dann als dump them, also mehr Schluss mit ihm an sich da eine neue Person, weil das geht nämlich gut. An mein Gefühl aus, dass das ganz oft ganz sehr könnt, eben auch weil das auch ein bisschen so ein Meme ging ist, weil das dann so zynisch, witzig ist, so, ich soll euch ein übertrieben Beispiel, ihn hat rosa Schungu gehabt, das ist mein aller Haarfärb, war das nicht mehr los, und dann ist einfach, das geht nämlich gut, dump them, an sich streng neue Person, also so ein bisschen halt übertrieben, ganz oft, mehr aber auch nicht immer. Also es sind ja auch Leute, die mit richtig schlimme Probleme sich um das Internet wenden und dann den Trio kriegen, sich zu trennen, wo der durchaus urbrucht ist. Das heißt, es gibt schon eine gute Diskussionsgrundlage und es gibt schon viel zu schwätzen über das Thema, wie sollen sich dann trennen. Bevor wir anfangen, Joel, wie kann ihn dann dumpen? Mit was für Beziehungen kann ich Schluss machen? Also ganz klassisch hätte ich gesagt, kann ich mit einer romantischen Zweierbeziehung oder auch Mehrbeziehung
Schluss machen, das heißt, wir sind nicht mehr zusammen, ich will keine romantische Beziehung mehr mit dir. Es kann einen Schluss machen mit einer Freundschaft plus, man plus, zu sagen, ich will kein Sex mehr mit dir haben, ich will den Rest von unserer Beziehung, also freundschaftlicher Beziehung, erhalten. Es kann jemand einer Person, mit der er sowieso just Sex hat, so, und ich will kein Sex mehr mit dir haben, und weiß auch nicht mehr gesehen, weil man sonst keine wirklich zwischenmenschliche Beziehung hatten. Und kann er natürlich auch, wenn man von Freundschaften Uni plus schwätzen, kann er auch mit einer Freundin, einem Freund, einem Kollege, einer Kollegin Schluss machen, also ich will nicht mehr. Yes. Darüber gibt es schon eine Episode. Das ist die Episode Nummer 51, die nennt sich toxische Relationen an Freundschaftsschluss machen. Du hast schon darüber geschwärzt gehen. Und dann hatten dann an euch an der Episode 87 Ende gut, alles gut hier bisschen drüber geschwärzt, wo ihn nach alles kann so Schlussstrich zählen. Das sowohl am positiven wie am negativen, also du hast nicht so viel zwischenmenschliche Beziehungen Schlussmachen gegangen, mehr bisschen aber auch, das heißt, das sind 2 Episoden, die wir schon können und Herz lehen, wenn der Welt mehr über das Thema gewöhnt gehen. Fallen dir sonst noch Relationen an, die kann beenden? Ja, also diese du genannt hast, das wäre noch die mir angefallen sind. Es gibt natürlich auch Beziehungen, die einem nicht gut dienen, die ich kann beenden, aber ich weiß nicht, ob ich da gegen Verschluss mache, schwätzen. Also zum Beispiel mit Leuten aus der biologischen Familie, die können mich weit entfernt sein, aber die können aber auch mich nur sehen, wie zum Beispiel Eltern oder Geschwister, wo eine ungute Dynamik, eine ungute Beziehung hat. Genau, und dann ist natürlich auch froh, was ich Schluss mache. Also wäre eine Form von Trennung. Das ist ein ganz weiter Episode, wäre eine Form von Trennung. Also ob ihn die Person wird nie mehr gesehen, ob ihn einen Kontaktpause möchte, ob ihn so nur will eine andere Form von Beziehung, und das wirst du auch schon ein bisschen angeschwärzt. Also Schluss machen heißt ja nicht immer dasselbe. Die auch unterschiedliche Formen von Trennungen. Mir ist noch etwas angefallen, wo ich so, und das vielleicht auch etwas, was wichtig ist zu überlegen, was doch viel mit der eigenen mentalen Gesundheit zu tun hat, dass das Schlussmachen mit seiner Erbischt. Also nicht just Feierabend mit zu so, ich könnte schon ich meine, dass das auch etwas ist, was den sich kann durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, darüber wird man heute aber wahrscheinlich echt da wenig schwätzen. Nee, ich ging so im Schwätzen heute größtenteils über romantische Beziehungen, romantisch-sexuelle Beziehungen, aber auch Beziehungen, die platonisch sind, mit Freunden. Das ist echt so der Bereich, an dem wir uns befinden, ging ich so. Was natürlich so sind, das nicht auch auf andere Formen von Beziehungen dann weiter kann anwenden. Ich schon heute eine Überschrift stehen, nämlich, wenn ihr in sich trennen sollt. Weil ich fand auch da, dass so ein grober Bereich, es gibt so für mich so klare Sachen, das sind gut Gründe, sich zu trennen, oder du sollst sich vielleicht auch trennen. Und da geht es über an so Potenzial-Trennungsgründe, mir nicht unbedingt, und dann über zu Sachen, wo ihr vielleicht auch seht, du kannst nicht gut durch schaffen, oder was brauche ich für darum zu schaffen. Und ich ging so, mir fängt vielleicht auf der anderen Seite an. Weil wenn ihr soll, den sich unbedingt trennen. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich denke, also unbedingt sich trennen, wenn eine Person einem Gewalt angetan hat, sowohl verbal wie psychisch, an ein Gefühl hat, dass das so schlimm ist, dass den nicht dummer leben kann, dass das ein zweite Jahr kennt passieren, und auch, oder vielleicht auch einfach nicht mehr will, mit der Person nach irgendetwas zu dienen haben. Das ist für mich etwas, wo es relativ klar ist. Ja, ist schon abgeschrieben, missbräuchliche Beziehungen. Und oft geschieht das ja nicht in Einkehr. Also missbräuchliche Beziehungen sind ja Beziehungen, die auf einer Form von Repetition von verbaler, emotionaler oder vielleicht auch körperlicher Gewalt basieren. Also zum Beispiel, ihr werdet eine ganz lange Zeit belohnt gehen oder Ruf gemacht gehen, schlecht behandelt gehen, gegaslight gehen, das heißt, dass einem das irgendwo holen aufgesprochen wird.
Und das ist ja etwas, was sich nur etabliert. Das ist meistens etwas, was nicht direkt so an der Beziehung anfängt, mir was sich so anschleicht, aber wo die Grenzen dann immer mehr und mehr verschoben gehen, dass es gewaltvoll geht. Genau. Und ich denke aber auch, dass wenn in einer missbräuchlicher oder gewaltvoller Beziehung ist, dadurch, dass das oft so schleichen könnt und nicht die andere Person von Haut auf Mur so ist, ist es vielleicht auch schwer, das zu sehen. Also auch von den Verbausen, wenn er die Distanz sich anguckt, dass ein Chlor vielleicht, aber wenn du an der Beziehung mal drastisch, kann doch sehen, dass Personen vielleicht immens lang brauchen, auch aus der Beziehung sich rauszubeginn und sich effektiv zu trennen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich schon viel hören und beobachten. Und das geht natürlich auch, je mehr schwierig, desto mehr aufhängig eine Person von der anderen ist. Und ganz oft ist es so, dass die Person, die sich gewaltvoll oder missbräuchlich behält, irgendeine Form von Murcht über die andere Person hat. Sie wird finanziell oder weil sie besteuert ist oder weil sie zusammen Kinder hat. Genau, also das sind oft ja, auch Beziehungen, die nicht so leicht sind zu beenden. Ja, ich meine, in dem Kontext ist es wichtig zu sagen, dass es Plätze gibt, wo man sich kann Hilfe sichern, wo ich kann vielleicht auch Unterkunft kreieren, wo ich kann Ratschläge kreieren. Die Plätze gehen nicht. Wir verlinken ein paar von denen an den Shownotes, für den wir müssen ganz viele Sachen abzuzählen. Aber es gibt immer Möglichkeiten, für so Beziehungen rauszukommen. Gerade dann, wenn man Angst hat, dass nach mehr Gewalt kann passieren. Also es ist oft wichtig, für die Beziehung sehr möglich zu beenden, mir halt eben auch gut nur zu denken, wen der am besten möchte und es halt nicht so zu machen, dass den sich selber eine Gefahr oder eine nach mehr Gefahr bringt. Und das für das, was du so sagst, dass sie alles Gründe, die halt da schwere für so Beziehungen zu beenden. Und zuletzt ist halt von den großen Punkten, wo man von finanziellen Gründen schwätzen, ist halt einfach eine Wohnung zu haben, halt nicht so einfach ist. Ja, also der klassische Fall ist auch Frauen, die nicht von ihren Männern können fortgehen, aufgrund von auch struktureller Gewalt, die sie an der Beziehung haben, Abhängigkeiten, die natürlich nicht in der Beziehung selber liegen, mit auch gesellschaftlichen Strukturen. Und ich hatte noch einen Lesetipp, nämlich In the Dream House von Carmen Maria Machado, wo es um eine lesbische Beziehung geht, an Perspektive von der Person, die an einer abusiven Beziehung war, wo ich fand, dass mega gut beschrieben wird, wie sich da so los dreht, aber wie sich auch selber vielleicht beliebt für nicht zu sehen, dass es eine missbräuchliche Beziehung ist. Aber wie schwer das auch, sich daraus raus zu beginnen. Ich fand es ein immens gut geschriebenes Buch. Schon heute noch abgeschrieben, wenn ihr in sich trennen sollt, toxische Beziehungen. Ja. Dann ist natürlich froh, was heißt toxische Beziehungen. Und ich denke, dass die meist missbräuchliche Beziehungen auch irgendwie vielleicht toxische Beziehungen sind. Aber ich ging nicht so, dass alle toxische Beziehungen eine missbräuchliche Beziehung wäre. Also ich denke, da fallen auch so Beziehungen dran, wo in sich gegenseitig nicht gut geht. Also wo in zum Beispiel immer die eigenen Grenzen und Grenzen von der anderen Person überschreit und es nicht packt, grenzurstend mit ihnen umzugehen, aber sich selber an der Beziehung umzugehen. Also ich ging so, dass es noch viele Beziehungen, die uns mit uns selber auf Plätze bringen, wo wir am Anfang nicht wollen hingehen. Ja, ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Also wenn den viel Streit, wenn man viel über Situationen nachdenkt, das sind alles just Beispiele. Wenn ihr merkt, dass ihr immer in einer Spirale landet von Gedanken und nicht da rauskommt und irgendwie das Gefühl hat, ja, es steigert sich gegenseitig an, ob so einen Platz hin oder an etwas ran, wo ihr dann nicht mehr rauskommt, wo ihr dann auch nicht mehr eng normal in der ganze fische Beziehung feiert mir am Anfang just nach irgendwie Streit an just nach immer die neue Eskalation verhandelt an irgendwie probiert Gründe zu finden wieso du einfach nach an der Reihe aus zu summen zu sehen, dass sie so Sachen wohin vielleicht nicht direkt merkt, wo schwer fällt dann auch zu gehen, der den sich selber quasi belohnt an sich selber auch irgendwo ob einen Platz brüstet, die einem selber nicht gut geht, die der anderen Person nicht gut geht, aber wo da wichtig ist, für dann irgendwann zu sagen, okay, lo 10. Schlussstrich. Ja,
Ja, ich fand es schmecken das auch bei Leid ganz oft, wenn sie süß nach preoccupied sind, also die ganze Zeit nehmen und die Beziehung denken. Und auch für gar nichts anderes können wir erzählen, und auch wenn jemand Personen über die Beziehung schwätzt, und kann in 12 Stunden drüber schwätzen, und das nachher mal nicht genug, und das nachher mal nicht ausgeschwärzt, und all Chaos rum können den so auf dieselbe Punkte, und tut den aber gefühlt, können den nicht führen. Und das am Anfang den größten Teil von der Zeit echt so, dass sie sich sorgen möchte, Gedankenspiralen aus. Ja, und dass auch die Personen, die an der Beziehung sind, sich selber nicht mehr so nah sind. Also sich selber auch gar nicht mehr spüren, weil sie so die ganze Zeit an der Dynamik von der Beziehung dran sind. Aber das andere, das war schon noch gesehen, als wenn in die ganze Zeit so on the edges mal nehmen. Also wenn die kleinsten Sachen, die andere Person, mit der in einer Beziehung ist, möchte, in Nerven op Palm bringen an dann von Gun drums geht werdet grad geht me so ganz sehr op dem Punkt dass da sind doch vielleicht immens Streit oder immens an so Konflikte rakend da gibt aber auch Leute die a Beziehungen sind wohin sich nicht die ganzen Zeit streit mir wohin trotzdem am folgenden Moment verpasst wird für sich zu trennen einfach weil er nach zu summen aus ausgewunscht, weil in die Beziehung vielleicht nicht will abgehen oder weil andere Sachen am Leben unstabil sind an denen Stunde doch noch will zusätzlich trennen und du hört eine Person mal den Hinweis gehen, dass sie sich dann nicht mehr riechen kann. Also ich denke, das trifft nicht auf alle Personen so. Ich kenne schon ein paar Leute, die mal gesagt haben, ja, wenn ich merke, dass ich die andere Person also literally wirklich nicht mehr riechen kann und ich mich schon richtig von ihrem Geruch so aufgestoßen fühlen, dass da den Zeichen ist. Ich denke, du sollst noch auf all seine Sinne lauschen, irgendwie. Ja, an ehrlich mit sich selber sind das meistens das Schwierigste und in den Situationen. Also ich fand nun die zwei Sachen, die mal oder die zwei Sachen, die mal geschwärzt wurden, da gehen nicht Vergangenheitsschwellen, die ich daran erinnern kann. Aber wo für mich immer ganz schwer wäre, irgendwie zu sagen, okay, wie beende ich mir das oder beende ich mir das, weil ich selber den Moment immer ein bisschen verpasst habe. Also gerade das, wenn das so ausfranst, wenn den irgendwie dann sich ja nur schon bald ghost und nie wirklich Schluss möchte, obwohl in länger Zeit zusammen wären, das ist ganz, ganz komisch. Und das ist dann, nur heute nicht wie so das Gefühl, dass es ein bisschen so nicht aufgeschlossen geht, das natürlich nicht alles muss. Es muss ja nicht immer die große Trennung gehen oder die großen dramatischen Momente. Hier hast du, könnt das auch los und irgendwann muss ich dann aber trotzdem überschwärzen. Also, soll man den Status quo, den sich angeschlagen wird, nicht irgendwie auch unerkennen. Also, du hast River. Ja, mega. Ich denke, das für ein Thema auch an so langjährige Beziehungen oder dass sich das dann so erschleicht. Schon noch bei weiteren potenziellen Trennungsgründen. Und da war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich das noch gegen dabei zählen bei Beziehungen, bei denen sie sich unbedingt trennen sollt. Codependent Beziehungen. Also Beziehungen, wo ihnen so krass von ihnen aufhängig ist. Und auch die eine Person, die andere Person die ganze Zeit probiert, irgendwie auf eine Art und Weise zu retten. Ich ging so in also Codependent Beziehungen, der Begriff könnte davon dass eine Person aufhängig ist. Das ist so die klassische Definition. Eine Person ist aufhängig zum Beispiel von Alkohol oder von ihrer Arbeit oder von anderen Substanzen. Die co-dependent Person, also die co-aufhängige Person, probiert dann die Person, die aufhängig ist, immer noch so ein bisschen mal zu retten. Und irgendwie das Leben so zu gestalten, dass sie weiterhin an der Aufhängigkeit ist. Sie wird Workaholism, Alkoholismus oder so. Das heißt, da sehen, enabled, dass die andere Person aufhängig ist, weil ihn selber dann von der Person aufhängig ist. Und davon, da sind, ja, hier das Leben nach irgendwie mal auf 3 kriegt, sozusagen. Ich denke, von der initialen Definition, von was codependent heißt, gehen doch andere Formen, wo du nicht vielleicht unbedingt von einer Substanz oder von der Arbeit oder so aufhängig ist, aber einfach gegenseitig von denen aufhängig. Also, dass der ganze Selbstwert, den ihr hört, ganz Selbstvertrauen an die ganze Sinn, den ihr am Leben hört, nicht aus der anderen Person könnt, und nicht aus sich selber. Und sich dann gegenseitig so auch ohne Nähe klammert. Und ich denke, es gibt viele unterschiedliche Formen von codependenten Beziehungen, die vielleicht mehr oder minder sind.
Und ich denke auch, dass so Formen von Beziehungen können Jahren oder Jahrzehnte lang sehr gut funktionieren. Also ich sehe noch zum Beispiel an der Generation von unseren Eltern oder Großeltern mega viel codependent Beziehungen, die es da einfach oprechts erhalts, auch wenn Beziehungen am Anfang nicht gut geht. Einfach weil ihn schon so angespielt ist, aber nein. Ja, und oder vielleicht auch, weil es keine Option ist, sich zu trennen. Oder nicht weiß wie. Oder vielleicht auch, weil ich schon zu alles für eine andere Person zu finden. Ja, da will sich vielleicht doch dezidiert hört, dass den mit der Person will, wenn wir zusammen bleiben, und die Decision nicht will rückgängig machen. Und das feiert da ist ja auch schon ein bisschen bei die froh, wenn ihr also dann vielleicht nicht mehr so direkt übrig sich zu trennen, aber wenn ihr es vielleicht mehr übrig oder lohnt es sich vielleicht dann einfach noch für Erbe dann etwas zu stehen. Ja. Und so, ich will in der Beziehung schaffen und ich will, dass die besser wird. Also ich denke, weil so codependent Beziehungen geht, also es wichtig, die Form von Abhängigkeit anzuerkennen. Ich denke, das ist meine Stadt, was am allerschwersten an dem Moment ist. Nämlich, ich sehe dann eine Situation von einer Person, die vielleicht abhängig ist von bestimmten Suchtmitteln, dass die erkennt, ist ein Problem, manchmal muss man helfen sich schon, mir das auch die andere Person erkennt, am Anfang enablen Staat, also innerhalb die Form von Abhängigkeit, die du hast und die mir mal nähen hun, und das sind dann da probiert drin zu schaffen, oder wenn den auch von den Nähen vielleicht emotional abhängig ist, zu gesehen, okay, wir müssen vielleicht auch unseren Selbstwert an als Eigenständigkeit stärken und vielleicht auch als Beziehung noch auf andere Pilien stellen. Und ich denke, das anzuerkennen und dann einzeln und zusammen drin zu schaffen, da das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, die Beziehung zu halten. Wie gesagt, du das, Joel? Ja, ich sehe das ziemlich ähnlich. Also ich meine, dass den viele Beziehungen einfach schaffen kann und dass er doch viel so klassisch Trennungsgen gibt, was oft genannt wird, die nicht unbedingt mit Kodependenz mehr, einfach mit anderen Sachen zu dienen haben, wo vielleicht gar keine so obligatorisch Trennungsgründe sind. Was ging dir da zum Beispiel auffallen? Zum Beispiel denke ich, dass das berühmt Fremdgehen, dass das etwas ist, wo viele Leute sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein obligatorischen, absoluten Grund für sich zu trennen. Und das ist quasi automatisch, so, wenn du mir fremd gehst, dann muss ich mich von dir trennen. Und das ist vielleicht aber nicht so, beziehungsweise du musst vielleicht dann aber ein bisschen anders drüber schwätzen, je nachdem, was für Vorstellungen oder Bedürfnisse jeder und die Beziehung hat. Das heißt, du siehst, dass Fremdgehen ein Zeichen dafür ist, dass bestimmte Bedürfnisse innerhalb von der Beziehung nicht adressiert gehen oder nicht gesehen und erfüllt gehen? Das kann das heißen. Muss nicht sein. Aber ich denke, dass es lohnt sich vielleicht dann, für darüber zu schwätzen und zu sagen, okay, hey, entweder sie den, das geht für mich gut nicht, oder sie den, habe ich gesehen, du hast das gemäht aus vielleicht irgendeinem bestimmten Grund. Vielleicht schwätzen wir mal lieber die Gründe, vielleicht gehen wir mal ein ehrliches Gespräch und gucken, ob sich das vielleicht nach andere kann, die Beziehung, und ob sich die vielleicht evaluieren kann. Das kann ja immer Sinn, dass sieht, okay, kommen wir in die Beziehung ab, kommen wir in eine Polybeziehung daraus. Aber das ist natürlich nicht, dass du absolut merken musst, ne? Wenn ihr seht, okay, für mich ist ein Fremdgehen ein absoluter Vertrauensverlust und ich kann dann nicht mit der Person zusammen sein, dann kann das auch so sein. Ne? Das hängt natürlich immer von Person zu Person, von Beziehung zu Beziehung auf. Ja, ich denke auch, dass an so Krisenzeiten innerhalb von einer Beziehung, wie zum Beispiel ausgelegt durch, dass eine Person fremdgegangen ist, am Anfang kann es sehen, wo mehr ehrlich kann man nicht schwätzen, aber vielleicht auch eine neue Form von Kommunikation und Vertrauen kann aufbauen und besser sich gegenseitig spüren und gesehen sozusagen. Und auch in irgendwie so ein gemeinsames Narrativ aufbauen kann und eine gemeinsame Vorstellung von der Beziehung, die einem vielleicht ein bisschen abhanden kommen ist. Und da tue ich mir auch als einen von den potenziellen Trennungsgründen abgeschrieben, nämlich, dass ich keine gemeinsame Vorstellung, eine Vision von der Beziehung hat. Nämlich, wie die Beziehung ausgesehen soll.
wie eng Rollen für den anholen will. Genau, aber auch wie das gemeinsam Leben mich spät ausgesehen soll. Und ich denke, das kann zum Beispiel sein, wenn eine Person will monogam leben und die andere Person will nicht monogam leben. Das ist manchmal eine Form von Vorstellung, wo ihn ob ihr schon einer weiß, muss gemeinsam einander finden oder einen Kompromiss finden, wo vielleicht auch gar nicht so einfach ist, einen Kompromiss zu finden. Dann habe ich mir auch noch abgeschrieben, dass für alle Beziehungen, wenn ein mehr lang zusammen ist oder weil die mir erwusst geht, merken ich da doch in meinem Umfeld Sachen sind, wie ob ich kann will oder nicht. Und ich kann eine Beziehung, wo zwei Leute mega froh mit mir sind, und hat er so gut auf die Stadt geplündert, wo hier wohnen, für dass sie keine Fernbeziehung mussten haben. Also noch zusammen gewohnt, und hat alles gut funktioniert. Wir sind einfach nicht über gemeinsam miteinander und nicht über Kompromiss kommen, die für beide okay ist. Was froh von der Kanner angeht. Und die eine Person wollte unbedingt Kanner und die andere nicht. Und da hat dann nur 2 Jahre Verhandlungen der Moment war, wo sie gesagt haben, okay, mir langfristig einfach nicht dieselbe Vorstellungen. Aber es ist auch nicht das, was mir noch angefallen ist, als ob ich in der Stadt oder im Land will wohnen. Da das natürlich auch ein bisschen so mit froh von Fernbeziehung oder nicht verknüpft, weil wenn die eine Person will in der Stadt wohnen und die andere im Land, aber beide wollen eine Fernbeziehung, da fanden sie vielleicht auch mal Konsens. Ja, und ich noch zum Beispiel eine Freundin, die sich getrennt hat, weil hat keine Fernbeziehung wollte. Und die hat aber in 2 verschiedenen Städten gewohnt und war mega zufrieden mit seinem Beruf und mit seinem Freundeskreis in der einen Stadt. Und hier mega zufrieden mit seinem Beruf, also seine Freunde an der anderen Stadt. Und wenn du dann willst längerfristig aber mit einer Person der Leben aufbauen, dann ist vielleicht trotzdem, auch wenn du mega froh mit dem bist und Beziehung, der gut funktioniert, da der Grund, oder? Ja, also ich denke, die groß Zukunftsfrohen, die du genannt hast, zu Summe wohnen, nicht zu Summe wohnen, wo wohnen den, will ich kein Kanner, das sie frohen und die leider Beziehungen zerbrechen. Und das meine ich wirklich so, wenn den 21 Anfangs russisch ist, dann gehen die frohen, aber immer mehr wichtig, beziehungsweise sie kriegen eine gewisse Dringlichkeit oder sie müssen dann dezidiert gehen, weil ewig lang kann ihn halt nicht Kanner kriegen oder will ich vielleicht nicht Kanner kriegen, will ich vielleicht noch relativ jung sein. Und das sind da leider Gründe, wo Beziehungen wirklich an Brüche gehen oder wo Leute dezidieren, sich zu trennen. Die trennen sich dann oft mehr oder weniger am Guten. Aber ja, das ist traurig. Ich denke, dass dann vielleicht aber besser für jeden, der den halt kann seinen Zukunftswunsch sich erfüllen oder probieren, glücklich zu gehen. Und da das halt auch das wird wichtig ist für ihn selber, der den halt nicht, oder sagen wir mal so, ich denke, das ist immens wichtig für du ehrlich mit sich selber zu sein, an sich selber ranzugehen, sich nur zu lauschen, an sich zu fragen, was will ich wirklich, an was für Kompromisse sind ich bereit anzugehen. Weil es gibt halt Sachen, die kann ich im Leben just ein Jahr machen oder du geht es just ja daneben, das kann ich nicht ein halbes Kant tun, also geht vielleicht Formen von ob kann er oppassen wo bisschen mehr intensiv sie wie andere mehr wenn den selber biologisch kannt will da geht just ja daneben ja das sind halt harte Decisionen die ihn dann muss treffen und ich denke das ist aber wichtig für über die Sache nachzudenken auf hier auch dann ehrlich Gespräche mit seiner Partnerperson zu holen für eben dann nicht irgendwann eine finde für mich spät zu erwäsche sozusagen da bin ich raus von mein Dram vom Haus mit Bam, Gerd und 3 Kanner den nächste Sekunden der Fülle, weil mein Partner, der will das alles gut nicht oder meine Partnerin, die will das alles gut nicht. Aber also dann mit einer froh, wenn ihr sollt in sich trennen oder nicht, du drauf guckt, denke ich, dass von allem, was so zukunftsfrohen angeht, das auch relativ lange Prozesse sind. Also wo ihr auch am Anfang nicht weiß, können die nur auf gemeinsamen Vorstellungen oder nicht. Also das ist auch etwas, was des Öfteren, nicht immer natürlich, vielleicht auch immens lang dauert, bis da sind du eine Entscheidung kann treffen, ob ihn will zusammen bleiben oder nicht. Zumindest pro Tag, pro Woche, pro Monat, hast du auch vielleicht ein paar Jahre. Bis da sind du an sich selber ein Klarheit von tut. Und ich denke noch, dass es oft passiert,
oder das finde ich auch oft gesehen, wenn ich so als ältere Generationen gucken, da sind du nicht ehrlich mit sich selber aus, aber singen irgendeine Vorstellungen und dann irgendwann nur Jahren oder Jahrzehnten seiner Beziehungsperson vielleicht auch reprochiert, dass da diesen Leben nicht so aus an den Divisionen, an Vorstellungen nicht erfüllt wird und dann so ein bisschen verbottert man den auch geht. Und ich denke aber auch, dass das nicht unbedingt immer heißt, wenn das nicht, also von Anfang an zusammen passt, dass sie sich trennen muss, weil ich denke, verschiedene Vorstellungen an Drehen, dir für vielleicht auch Vorstellungen an Drehen bleiben, mit das wichtig, dass ihn über zu geschwärzt wird, dass ihn die Möglichkeit hat, sich zu trennen, dass ihn die Möglichkeit hat, etwas anderes zu machen, und dass es sich wie ein Schwur an wie ein mit sich selber getroffenen, aber vielleicht auch gemeinsam getroffenen Schwur aufhält, für das es sich gut aufhält. Weil auch wenn die Sache nicht realisiert, also wie man zu Emotionen an Vorstellungen, den hört oft so, dass sie muss gesiegen für an dass sie gut müssen irgendwie angeschafft gehen an die Geschichte von der Beziehung, den hört für das sie nicht ungut auf andere Plätze am Haus kommen. Ja. Ich bin froh, Joel. Dump them. An der Situation, wenn eine Person eine persönliche Krise hat oder auch relativ gravierend mental Gesundheitsprobleme. Was sind da Situationen, wo ihr soll zusammenbleiben oder wo ihr sich vielleicht soll trennen? Weil das ist etwas, was man nur die letzten Jahre immer über den Weg gelaufen, die Frau. Ich fand das immens schwierig froh. Ich meine, dass das viel von der persönlichen Situation aufhängt, wie stabil bin ich selber, wie viel Ressourcen habe ich, was sind meine Grenzen, und wie oft kann ich die Grenzen austesten, kann die andere Person die Grenzen austesten. Ich fand, wenn ich irgendwie sehe, okay, eine Person hat eine persönliche Krise, und dann zu gehen, dann in der Person wahrscheinlich nicht gut ist, weil ihn dann die Krise einfach verschärft. Aber wenn ihn aber geht, weil ihn sich selber schützt, dann hat ihn ja bald kein anderer Schwach. Also du hast halt immer die eigene Sicherheit, und die eigene Sicherheit beinhaltet ja auch die eigene mentale Sicherheit, dann eigene Wellbeing, muss ihn halt auch darüber auf sich selber gucken. Gerade wenn die andere Person nämlich ob ihn gucken kann. Nee, ja, ich fand das immens schwierig froh, weil es halt nicht immer einfach ist, weil das nicht immer immens klar ist, aber weil ihn halt nur sich vielleicht schlecht gewissen möchte oder sich vorwürfen möchte. Und ihn das aber nicht am Voraus wirklich gesehen. Ja, das sind wirklich schwierig Fragen, und ich weiß nicht, ob es da gut und einfach Antworten gibt. Ich meine auch nicht. Also die Antwort auf die Trennungsfragen sind ja meistens nicht so einfach. Also ich habe gemerkt, für mich möchte ein Unterschied, ob Personen, die an der persönlichen Krise oder an ihren psychischen Problemen sich verhadert tun, gerade so mal so, ob die sich in einer Zeit auch selber helfen. Weil ich denke, du kommst so ein bisschen auf die kodependenten Dinge, wenn ich die Person bin, die andere Person die ganze Zeit rät. Am Sinn von nicht nehmen, Hilfe bieten, an Gefühle verschaffen, an vieren Dosen, an sich gegenseitig halten, mir wirklich quasi den einzigen Halt für die Person sind. Ich war ein langer da von Zeit an Personen nicht probiert, auch noch zum Beispiel durch Professionalhilfe Halt zu finden, und sich quasi auch die ganze Zeit Ratte lässt von einer einzigen Person. Dann denke ich, dass es oft so ist, dass Leute nicht gut aus ihren Problemen und Krisen herauskommen, weil ihnen sich dann so irgendwann so fast sticht einfach. Ja, weil natürlich auch dann schlecht Gewisse von der Person, die den einzigen Halt also zu so immer mehr groß gibt, und Gefühl von, ich kann ja nicht gehen, ich darf nicht gehen.
Und ich denke natürlich auch, dass es unterschiedliche Situationen gibt von Gefahr sozusagen. Also ich ging da eine Person, die suizidär ist, nicht von Haut auf Mur einfach verlassen, Hilfestellung innerlosen, wenn es etwas Akutes geht. Aber ich denke auch, dass man den mittelfristig oder langfristig guckt, einfach auch muss gucken, dass dass in der gut Hilfsnetzwerk quasi abbaut. Ja. Von anderen Leuten, die unterstützen, von professioneller Hilfe, von Therapie. Ja, für das zu verschaffen, auch für da gut rauszukommen aus Mental Health, Krisen, persönliche Krisen. Ja, und ich denke, es gibt noch Beziehungen, wo es gar nicht so nah steht, also wenn ihr auf Freundschaften denkt, oder vielleicht auch sonst solo in österreichisches Wort Gspusis, also Leute, mit denen ich dann mir nicht so eng romantisch, sexuell oder nicht mehr sexuelle Beziehung hat, weil ein Gefühl hat, es ist nicht mehr dein emotional support human, bei dem du kannst Grenzen ziehen an alles zählen, was schlecht ist, und für den nie auch gut oder locker Zeiten mit nehmen. Oder die Person ist auch mal für mich da, mir ist die größten jetzt für die andere Person da. Da fand ich das auch ein guter Grund für das umzuschwätzen, und vielleicht auch sich potenziell zu trennen, wenn sich das unausgeglichen fühlt. Ja, du gehst da recht. Hörst du das noch ein Trennungsgrund, den da auffällt? Ja, mir den das nicht so kurz erklärt. Ah ja, okay. Nämlich, wenn ihn sich immer gegenseitig an das irgend unsicher Bindungsmuster rascheißt, nenne ich das mal. Dafür muss ich etwas über Bindungstypen zählen. Joel, seht ihr Bindungstypen oder Attachment Styles etwas? Den Begriff sieht man etwas, also ich weiß, dass es die gibt, und ich weiß, dass sich Leute damit beschäftigen, aber viel mehr weiß ich nicht. Okay, ich probiere nicht auf den Punkt zu bringen. Also, wir bauen als Kanner Bindungen ab. Und die ersten Bindungsbeziehungen, die wir haben, sind meistens mit als Älteren oder Personen, die halt von der Geburt und da sind. Und je nachdem, wie gut sich als Älteren können ob als anlassen, an als Emotionen spiegeln, an als emotional regulieren, an wie sie für uns können da sein oder auch nicht können da sein, entwickeln wir eine Form von Bindungsmuster. Und da gibt es solche Bindungsmuster, das nennt den Secure Attachment. Und da gibt es auch unsichere Bindungsmuster. Und da gibt es pur. Von den Bindungsstilen ist, wenn ein anxious ist, also ängstlich. Es könnte am Anfang von einem Experiment, wo Kinder an einem Raum, wo die Ältere sind, bemol allein losgehen und die Ältere fortgehen. Und da kommen die Älteren rum. Aber wenn ein sicher gebunden ist, dann sind Kinder kurz ängstlich von den Älteren fortgehen, und dann geht ihnen erklärt, die Älteren kommen rum, und dann können sie sich ein bisschen beruhigen, aber wenn die Älteren rum da sind, dann freuen sie sich und regulieren sich gegenseitig. Wenn ein ängstlich bindungsgebunden ist, da fangen Kinder an mega krass mit kreischen, und panikieren. Das heißt, da sind an einer Hyperregulierung, also so, das ganze System geht eine Uhr gefahren. Und der Gegenteil davon wäre, wenn ein vermeidend, nennen auf Englisch avoidant, gebunden ist, nämlich da mir kann okay, den älteren Teil also aus dem Raum rausgegangen und ignoriert das komplett. Und auch wenn die Älteren dann rumkommen, ignorieren die Älteren und machen so, wie wenn echt wir. Was eine Rufregulierung ist quasi von der Bindung. Und da gehen doch Mischformen davon, zum Beispiel anxious and avoidant, das nennt auch nach chaotisch gebunden. Also wenn ihr gleichzeitig Angst hat, dass die Person geht, also seht, verlust mich nicht, geh nicht, aber gleichzeitig will, dass die Person auf Distanz geht, zum Beispiel. Voilà, das sind so ein bisschen die vier Typen, sicher gebunden, ängstlich gebunden, vermeidend gebunden und chaotisch. Und ich sehe ganz oft an Beziehungen,
dass sich Leute, die ängstlich sind, zusammen dienen mit Leuten, die vermeidend sind. Und dann entsteht so eine Push-Pull-Wirkung. Nämlich die ängstliche Person merkt, okay, die vermeidende Person geht irgendwie auf Distanz, da selbst nicht an der Reihe, hier Kommunikationsverhalten verändert sich, ich mache mal mega viel Sorgen und ich komme mal bei dich, also ich brauche dich, also alles okay, war das los? Und dann geht die andere Person noch mehr auf Distanz. Und weil die andere Person mehr auf Distanz geht, wird die erste Person mehr ängstlich geht und mehr will festhalten. Und das ist dann so eine Situation, die sich immer im gegenseitig hochschaukelt. Und das gesehen ist, weil mal relativ viele Beziehungen sich so aufspielen. Dass eine Person die eine Position anhält und die andere Person die andere Position anhält. Und hier ist auch nicht, dass man in einer Beziehung zum Beispiel mega ängstlich ist und mega probiert festzuhalten in der Beziehung, dass es nicht andere Beziehungen am Leben gibt. Vielleicht, weil ihr mehr romantische Beziehungspersonen hört oder auch bei Freunden oder so, wo ihn dann nicht vielleicht, aber kann echt vermeiden sein. Also es hängt doch so ein bisschen davon auf, wer das der Dynamik von der Beziehung entsteht. Und schon den Bindungsmuster, den Brill, seitdem ich den unhun, kann ich verschiedene so Beziehungsdynamiken relativ gut so erklären oder wiederholen. Falls er mehr dazu will gehen, kann ich euch auch ein paar Sachen an den Shownotes verlinken. Zum Beispiel Polysecure ist ein immens gut Buch dazu. Und ich denke, dass wenn in einer Beziehung ist, wo das immer passiert, zum Beispiel die Push-Pull-Dynamik, von der ich für drin gezielt habe, und aber nicht versteht, wie was das immer geschieht, da kann das schon ein Grund sein, für was sich Leute einfach trennen. Weil die eine Person zum Beispiel fortlebt und sagt, nee, ich kann nicht mit dir zusammen sein, ich fühle mich zu viel angespart, ich muss gehen. Zack, und dann beendet die Beziehung. Das ist mir zum Beispiel schon einmal geschieht. Und das war so vielleicht die Brille kann unduen von, wie passiert das? Und wir beginnen als gegenseitig an die Rollen, dass ich vielleicht auch kann aufhängen, darunter zu schaffen, für nicht so an die Dynamiken ranzukommen. Auch noch vielleicht kann es schaffen, sich mehr sicher und in den zu bannen. Wenn in der Welt für eine Bindungsperson sind, auch da das natürlich eine Frage, die am Anfang muss klären. Weil ihn überhaupt mit den ganzen Bindungsunsicherheiten, mit denen wir alle ausgestattet sind, als Kanner oder die meisten zumindest, will man das facen mit der anderen Person, will man darunter wurzeln, will man das vielleicht verändern, die Unsicherheiten, die wir haben, oder vielleicht auch die Traumata, die wir haben. Voilà, das ist so en gros zu den Bindungsmustern. Okay, schon durfte so nicht viel zu sagen, mehr sondern merci für die Erklärungen. Und ich fand, das verständlich. Ja, das wäre verständlich. Ich fand, das klingt okay, gut. alllichtend und ziemlich spannend. Und ich habe auch schon Lust gekriegt, das Buch zu lesen, was du rekommandiert hast. Also sind ich auch gespannt, was dann an den Shownotes wird stehen. Yes. Mir ist auch noch ein Grund eingefallen, wen es dem in sich soll trennen. Und zwar, als Heinz du einfach, wie bei unserem Podcast, du auch schon bald Zeit aufgelaufen. Zum Beispiel, wenn ihn an der Vakanz ein Flirt hat oder eine Beziehung angegangen ist oder sonst ob ich einen Platz, wo ihn die zwei Leute just ganz kurz sind und in am Anfang weiß, okay, es wird entweder immens kompliziert oder das Ball unmöglich für sich rum zu gesehen, dann ist es vielleicht ganz gut für zu sagen, okay, komm wir hallo ab, wir leben als Leben weiter, wir können als ja E-Mail schreiben oder als Instagram-Story gegenseitig verfolgen, wir sind nicht mehr zusammen oder die Beziehung, die wir hier auf dem Strand hatten, die als River, das fand ich am Anfang dann, ja, das kann ja auch schön sein, für zu sagen, okay, das wäre eine Sache von 1,5 Wochen und sie ist River und wir haben zu einem Zeitpunkt gemäht, wo wir es noch gut verstanden haben, aber wo es nicht so viel Drama ging, ist, können das dann nur schön aufschließen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das da vielleicht eine Manier ist, wo ihn gut kann Schluss machen. Stimmt, ja. Verschiedene Sommerromanzen sind nämlich am besten dat, oder? Und dann heinst du Wurstel, den sich dann nur im Sommer noch weiter merkt, den am Anfang wird gut gewirrscht, das mit Chlor zu haben. Yes, I agree. Was sind da Momente, wo ihn sich nicht trennen sollte? Weil man schon
dann vielleicht zum Schluss von unserer Episode bei der anderen Seite von dem Spektrum kommen sind, wenn die nicht trennen. Also ich hätte gesagt, wenn Person Lasagne gekocht hat und ihn selber Lasagne nicht gern hört, dann ist es vielleicht besser über, also bei Kleinigkeiten, so, wo ihn einfach drüber schwätzen kann, gebe ich mal nicht direkt Schluss machen. Und bei großen Meinungsverschiedenheiten oder ja, wo ihn einfach Gefühl hat, wir wollen in eine andere Richtung gehen, da gebe ich so ein vielleicht besser nicht direkt Schluss machen, mehr vielleicht mal drüber schwätzen. Ja, du hast so viel über moderne Schwarze geschwärzt. Ich denke, oft sind auch so herausfordernde Situationen Momente für selber moderne zu wurzeln. Und schon Gefühl, solange ich nach moderne wurzeln kann, an unten wurzeln kann, da das ein dies dafür, dass es sich lohnt, sich auch vielleicht mit gewissen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Und ich denke, dass wenn auch der größten Teil von der Zeit am Anfang eine Scheibeziehung hat, die sich sicher aufhält, dass sie sich nicht sollte trennen, just weil ihn vielleicht immer den Mond einen Streit, einen Konflikt mit denen hat. Weil auch da haben BeziehungsforscherInnen herausgefunden, dass es am Anfang perfekt Beziehungen, wo ihn sich nicht streit, nicht und ihrer Gutheit muss, dass sie sich nicht streit, wir dürfen weinen, nur zu ihnen zusammenfinden. Aber wenn nur dann quasi mit dem Konflikt mit ihnen umgegangen ist. Und ich denke auch, dass wir jeder und den Problem bereit ist zu schaffen, dass er anfangen, an dieses für sich noch nicht zu trennen. Und auch, weil Leute wollen uns selber und nicht nur in der Beziehung schaffen, weil ganz oft muss ihn auch vielleicht nach mir eine sichere Bindung nicht nur mit anderen Leuten angehen, aber auch mit sich selber. Und vielleicht auch darunter schaffen, quasi, an den eigenen Unsicherheiten, keine Ahnung, durch Lektüren zum Beispiel, Bücher oder auch vielleicht an Therapie zu gehen oder Journaling oder anzufangen mit Meditieren, also Sachen, die in Kontakt mit sich selber bringen. Weil heinz leidet gar nicht unter andere Person, mir auch unter Beziehung, die man mit sich selber haben. Gäng ich mal so. It's not you, it's me, wie zu schön heißt. Ja, mir das geht doch heinz du als Trennungsgrund gesagt. Das ist auch genauso legitim, ne? Das ist froh. Wenn nicht it's not you, it's me, also den sich dann trennen, mir keine klare Antworten hat. Nee, ich meine, das sind einfach alle Sachen, wo es keine klare Antworten gibt. Und wo ihn viel mit sich selber schwätzen muss, mit der anderen Person schwätzen muss, also sich rangehen muss, nur denken muss. Ja. Ja, hallo, man natürlich über die anderen Sachen, die wir am Schluss machen, zusammenhängen, gut nicht geschmarrt. Nämlich, wer soll den Schluss machen? Joel, hol mal dazu einen Caps ab. Ja, also war ein bisschen nicht Schluss gemäht worden, oder irgendjemand da ist Schluss gemäht hat, gebe ich so ein Memo auf jeden Fall eine Episode darüber, wie ihn am besten Schluss möchte. Über andere Sachen, die ich mal so abgeschrieben habe, zum Beispiel, wie ihr nur eine Trennung führen könnt, du gibt es schon Episoden, gibt zum Beispiel eine Episode über Freundschaft nur einer Trennung. Das ist die Episode Nummer 32, das heißt, die könnt ihr direkt lauschen gehen, wenn das nicht genug hat von uns. Mami hoffen nicht, dass er so bald auch mal da ist, noch nicht Schluss macht. Aber wenn nicht das richtig für ist, dann werden wir das aber auch akzeptieren. Natürlich. Gut. Maja, Joel, war schön. Genauso schön wäre es mit dir, Kelly. Dann hören wir uns die nächste Kehr. Der hier ist noch eine Rubrik vom Eli. Und wir wünschen euch einen schönen Abend, nur mit den Moyen, was auch immer. Fängt der Zeit gerade an, wo der Leute lauscht. Ciao, ciao, ab bis in 2 Wochen. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. Wie geht in an Sauna? An der kahler, nasser Jahreszeit sehnen so munch Leid sich nur wärmt. Ein Platz, an der es gut schnuckelig ist, als Sauna.
wie geht an Sauna? Wie verhalen ich mich du? Gesagt du jeder mich plakisch? Ist das sexuell? Eng Sauna ist ein kleiner Raum, oft aus Holz, an dem es entweder drüschen oder feucht warm ist. Tützt variiert zwischen 40 und 90 Grad. Ziel ist es, sich für 5 bis 15 Minuten an Sauna zu sitzen, sich abzuwärmen, zu schweißen und dann sich aufzukühlen. Für sich aufzukühlen kann ihn ein kahle Dusch holen oder einen kahlen Pool sprangen. Je nachdem, wo ihn ist, kann ihn auch an den Schnee gehen oder an den kahlen See sprangen. Die Saunaer kommen aus Finnland, auf früher wurde mit einem Holzfeuerstänger erhitzt, an der Wasser drauf geschott, was verdunst ist und der Raum erhitzt wird. An die Sauna gehen ist gesund, weil die Hitze dem Körper hilft, Zellen zu reparieren. Regelmäßig an die Sauna gehen hilft gegen hohen Blutdruck und schützt vor einem Herzinfarkt. Es soll auch gegen Alzheimer und Parkinson schützen. Es ist gut für die Haut, gegen Depressionen und gegen Erkältungen. Es hilft, Giftstoffe aus dem Körper rauszuschweißen. Je nachdem, wo ihn auf der Welt ist, muss ihn entweder plakisch oder als Schwammkleider an die Sauna gehen. Das mischt ihn oft mit Kollegen oder der Familie. Das ist eine Sozialaktivität. An der Belgien, an Holland, an Deutschland, zu Lützeburg und an Skandinavien zum Beispiel, ist es plakisch. An England, an Südeuropa geht es nicht plakisch an die Sauna. Und es gibt verschiedene Saunaen, die gegendert sind und zum Beispiel verschiedene Tische just für Frauen absehen. Das ist als teilweise an den religiösen Kontext zu setzen. Es gibt auch Saunaen, die just für Männer sind, mit denen sind erst dafür sexuelle Zwecke benutzt. An den USA kann ihr meistens machen, wie ihr will, und an einer Sauna sind verschiedene Personen plakisch, andere haben ein Handtuch und nach andere haben Schwammkleider an. Zu Lützeburg ist zwar an der Sauna plakisch, aber für von einer Sauna an die andere zu gehen, hat die meisten den Bordmantel an. An der Sauna kann er sich auch mit einem Handtuch bedecken. Es darf ihn aus hygienischen Gründen kein Kleider anziehen, weil er sonst daran schweißt. Es soll er sich auch nur als Saunagang einmal kurz aufduschen. Generell ist es an der Sauna dichter, viele Personen relaxieren sich, und manche anziehen oder legen sich hin. An den Außenbereichen, wo ihn auch Sitzmöglichkeiten oder Wasserbecken hat, kann es mal sein, dass die eine oder andere Person engem nachguckt. Es ist selten, dass ihn angestarrt wird an den Handy und damit auch die Möglichkeit, Fotos und Videos zu machen, ist nicht erlaubt. Die Wärme von der Sauna tut gut und relaxiert den Körper und Muskeln. Man kann sich wirklich gut lassen, wenn die eine plakisch gesehen. Meiner Meinung nach hat er sehr vergessen, dass sie plakisch ist. Es ist am Anfang ungewöhnlich. Dann merkt ihn, dass die anderen auch plakisch sind und das normal auf der Platz ist. Die meisten Menschen an der Sauna interessiert es auch nicht, wie es da ausgesehen. Es gesehen Personen von all Alter mit ganz verschiedenen Körpern. Das gibt mir Mut, weil mein Körper gut an die Diversität passt. Wir sind vielleicht alle nicht perfekt, aber wir sind alle menschlich und das ist schön. Für mich ist Sauna ein Ort, wo als Körper frei können sein, wo wir zusammen sitzen, am Deichteren, an der Ruhe, für es zu entspannen und zu schweißen, für loszulassen und alles anderes im Moment zu vergessen. Ist das sexuell? Für mich in dem Kontext nicht. Auch für dich? Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Er frohe gi natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue ich immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive et sexuell. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS gehen all Responsabilität und den Inhalter von diesem Podcast auf.